Wat fir vill vun eis eng Selbstverständlichkeet ass fir Leiit, die eng geeschtech Beanträchtegung hunn mat gewissenen Challengen verbonnen. Autonom wunnen. Mënschen mat so enger Behënnerung sie während langer Zeit a Foyer plazéiert ginn, an hunn do a grosse Wungruppe gelieft. An de lächte Joren huet sech awer vill gedoen an d'Wunoffer und die verschiedene Bëswänner so gepasst gin. Fir de Leiit net just die neideg Betreiung an Unterstützung ze ginn, ma auch déi Freiheeten ze erméiglechen, die se sech wënschen. Dann 7 huet sech een Iwerblick iwwer die aktuell Méiglechkete verschärft, an dobei auch die éicht inklusiv WG zu Lützeburg kennengeleiert. Das Mittwoch Owes kurz nur 6 Auer an enger vun de WG vom sogenannten Niederkorer Haus. Und du hast viel abgestaut. Ich muss so viel Tage war. Du ja. Ja. Was du moie Chauffeur aus? Ja, ja, schon ein Uhr. Und von der Nee. Du bist nach geschlafen. Vier Leute wohnen heute zusammen. De Rudi, de Gilles, Nathalie und de Marco. Martine zu Owes ist haut Laura Rigatto, responsabel vom Haus. Du hast einen ganz hoch Congé. Ganz so? Ja. Ah. Wie lange muss ich noch holen? Du hast einen ganz hoch. Ich muss meinen Wallis-Kaffee kochen. Laura schafft für Dapham. Zusammen mit seiner Equipe sorgt dafür, dass Bewohner zu aller Mann, wo sie daheim sind, einen Ansprechpartner haben. Sie haben das am Dach oder an der Nacht. Heute ist Nutzfach. Heute schlafen wir dann, wenn wir die 24-Stunden-Dienst da haben. Und heute ist das Büro, wo die Leute dann am Dach fahren, wenn sie selbst brauchen. Niederkorer Haus geht es schon seit 32 Jahren. Das Konzept wird evaluiert. Wo so eine Gruppe von 10 Leuten zusammen gewohnt wird, sind 2020 2 separate WGen entstanden. Und das ist auch den allgemeinen Trend, fort vom klassischen Foyer hin zu mehr kleinen familiären Gruppen. Eine Entwicklung, die auch etwas an der Attraktivität und dem Ruf von der Wohnmöglichkeiten geändert wird. So ist es immer so gewesen, Leute mit einer Behinderung waren ganz oft ganz lang daheim. Haben eben bis es nicht mehr gegangen ist, haben sie daheim gewohnt. Und sind dann recht am Anfang Urgenz placéiert gehen, weil dann die Eltern nicht mehr da waren. Ich fand die junge Generation, die für sich schon den Wunsch, ich will von daheim fort, ich will mein eigenes Leben haben. Wohnformen von der Abheim sind ganz unterschiedlich, an die jeweilige Betreuungsbesoin von den Bewohnern angepasst. Niederkorer Haus richtet sich zum Beispiel just die Leute, die arbeiten, weil die Betreuung nicht rund um Dauer ist. Wo Randbewohner Unterstützung kriegen, ist individuell. Das kann beim Ankaufen, Kochen oder beim Gerieren von den Finanzen sein. Da wo es möglich ist, funktioniert WG aber ganz ohne Hilfe. Das sind Planen, was wir machen, was ich alles muss machen. Also sie, der Rudi bringt 30 Euro und hier muss auch Tuten dran. Der Gilles deckt den Tisch, geht Brot sichern, einen Kaffee machen, einen Sputzen und kehren. Der Abheimer ist wichtig, Bewohner an ihrer Autonomie zu fördern. Also nicht von Uwen Roven, Horaire oder ein Programm zu definieren, dem sich Bewohner aufpassen müssen, mit die Sachen zusammen zu elaborieren. Die Demande für an enger von den Wohnformen von der Abheim zu kommen sind hoch. Von den 222 Möglichkeiten sind in am Moment 219 belüht. Ein paar Plätze gehen immer für den Notfall freigehalten. Aber auch wenn immer weiter Projekte dabei kommen, können die nicht hinten drin. Wir sind ziemlich viel Bayern haben wieder, das muss man so, weil das, wir haben eine Warteliste von 123 Leuten. Und wir haben am Anfang keine Plätze frei. Das ist eine Situation. Wir haben neue Projekte dauern ganz lang, bis wir sie stehen haben. Wir sind zu Biele an einem weiteren Projekt von der Abheim. Das Steve und den Tom sind eng von 5 kleine WGen, die hier an der Autonomie sécurisé funktionieren. Heißt, Bewohner haben zwar immer die Möglichkeit, Hilfe zu fragen, was sie gerade brauchen, aber grundsätzlich wohnen sie hier lang und autonom. Den Tom und den Steve haben sich schon als einer vierter WG kannt, und teilen den nämlich den Humor. Jo, was sehen kann, das alles blitzblank. Ja, bestimmt. Alle beide haben sie schon an den unterschiedlichsten Wohnkonstellationen gelebt. Der Steve wohnt hinter hier 16 aus nicht mehr daheim. Sein Ziel war es immer, so autonom wie möglich zu wohnen. Daraus hat er an den betreuten Wohngruppen, an denen er gelebt hat, auch nie ein Geheimnis gemacht. So, der Empfang von der ich am Anfang nur vorstellen, war direkt, den Hai bleibt nicht der wahrscheinlich wohnen, der will gerne raus für sich alle an sein Appartement von irgendwann.
einfach net wollt die ganze Zeit gehätschelt oder getätschelt ginn an gefilt wie klein Kant behandelt ginn. Auch den Tom huet sech gefréet, wo et endlich Meiglechkeet vu mi klenge WG gouf. war mit Langwartesteit auf mit Langet. Man war mit Großvater Zeitung am Grupp mit Großgeld, dann hat es hunnech. Du sinnch ja, dat hunnech net so immens gegeben, an du dauernd Streit vu a Gruppen. Die zwei Funktionären net just als WG autonom mir auch als Individuen. Sie sind keine WG, die die ganze Zeit benehmen hängt. Jeder hat seinen Daresoflauf aus seinen Hobbyen. Wo den Tom am liebsten Lego spielt, geht es Steve Gersinger Sammelleidenschaft für Karten noch oder geht zweimal die Woche Basket spielen. Wir haben eine Woche mal was mit dir schon, wo wir zusammen essen. Ja, so sind wir am besten den Kaffee. Keine Karte, sehr gut, wir tun immer Lust. Das ist bei mir also egal, am Anfang nicht nur für 2 Leute oder für 3 Leute kochen. Ja, das. Wo Wunschstrukturen mit Maidbetreuung einen Pensionspreis auffällt, bezahlen den Tom und Steve ein reguläres Loyer. Möglich geht sich bei der Abheimen Unterstützung zu freuen, hun sie rund Dauer. Aber auch weil gerade Käbelswahr besteht, müssen sie sich alltag immer kurzweise kommen. Salut. Moin, Komm da moje so. ja. Geht auch direkt gekreizt. Ja. Davon aufgesehen hat Bewohner just einmal die Woche ein fixes Rendezvous mit der Abheim für den Point zu machen. Wobei die Bewohner darüber raus Unterstützung freuen, als ganz individuell. Das hängt immer vom Lokatär auf. Es gibt da definitiv, die können ganz so lange wohnen, es gibt aber auch die, auf den Enkadrement angewiesen sind, die einfach ein bisschen die Sicherheit brauchen. Okay, das ist aber immer ein Hai, wo man kann helfen, wenn er besaß. Ja, also hängt einfach vom Mensch eben auf. Was diese Ständigkeit angeht, steht über der Autonomie sécurisée, just nach der sogenannten SAS, der Service d'Accompagnement et de Suivi, wo die Leute außerhalb von der Abheim wohnen. Seit letztem Jahr gibt es aber auch noch ein ganz neues Wohnprojekt. Tiana, Delisa und Bradley wohnen an der ersten inklusiver WG von der Abheim. Ça doit juste wie weiß Kleider. Ja, aber manchmal wir brauchen auch so für schwarze, rote. Wasser für alles, ne? Chacun achète ce qu'il veut, à savoir sa nourriture, ses affaires et tout ça. Par contre, pour les affaires qui sont pour la maison, je sais pas, par exemple du savon ou des tablettes pour la machine à laver, là dans ce cas-là, on fait une sorte de liste. Seit August wohnen die 3 an dieser Konstellation zusammen, also mittlerweile ein angespieltes Team. Spezialsalz. Hier ist auch Salz. Wir brauchen etwas für den Spülmaschine zu waschen. Delisa und Tiana haben allen zwei eine Lehrschwäche. Der Bradley hat kein Handicap. Aber das ist nicht so, dass ihm doof eine besondere Rolle an der WG zukommt. On n'est pas travailleurs sociaux, on n'est pas artilleurs, on n'est pas social-pédagogue. En pratique, on vit comme les autres colocs, mais la seule différence, c'est qu'on a un soutien d'une institution. Das Konzept von inklusive WG in unserem Ausland schon mehr verbreitet. Zu Lützeburg ist das noch Kenntnis von der Abheim die echt. Mit sich nur Mitbewohner war Männer einfach wie gedurcht. Am Anfang war es nicht so evident für Leute ohne Behinderung zu finden, für mitzumachen. Weil wir alles Gute tun, da melden sich so viele Studenten und so, das war aber nicht der Fall. Der Bradley kommt von Marseille, er ist Jurist und hat in den letzten Jahren schon an den unterschiedlichsten Wohngemeinschaften gelebt, unter anderem in Deutschland. Auch wie er nach Lützeburg geplant ist, hat er gezielt nur einer WG gesicht. J'ai fait des colocations avec des personnes qui venaient de, je sais pas moi, du Vietnam, Corée du Sud, Amérique latine, des colocs avec des personnes plus âgées. Enfin, donc j'avais juste bien aimé les échanges et je me suis dit tiens en fait j'avoue que voilà on dit que c'est une colocation avec des personnes qui ont un handicap et je me suis dit c'est vrai que que dans ma vie je reste pas beaucoup avec des personnes qui ont un handicap et je dis ben pourquoi pas. Hei mam Bradley sein Kummer. Tiana war das echt an der WG. Da ist Melissa sein Kummer. Schon am März ist er dran geplant, akut seine Mitbewohner nur an nur. Und heuer ist der Bus mal von mir Melissa. Es war erleichtert, dass die Chemie von Anfang an so gut gepasst hat. Ja. Was ist mein Kummer? Wir 3 gehen ganz gut ins mit denen. Wir sind aber ganz unterschiedlich, wir haben aber auch Gemeinsamkeiten. Ich mag gerne ankaufen gehen, ich noch gerne tanzen gehen und alles. Ich meine, finden sie immer, mir heißt das auch gut, weil noch mal Sachen nur, wo ich nicht gemeinsam möchte. Wir finden immer irgendetwas, was wir dann zusammen können machen.
Was Lokationen geht, ist es so geregelt, dass Jana und Elisa reguläre Loyer bezahlen. Der Bradley bezahlt just Chargen, wird dafür aber einen Benevholzkontrakt unterschrieben, mit dem er verspricht, ob man 10 Stunden die Woche Zeit mit seinen Mitbewohnerinnen zu verbringen. On ne compte pas les heures, j'ai pas de rapport, je ne dois pas compter à me dire ah là j'ai passé 35 minutes à la cuisine avec elle, non pas du tout. C'est assez flexible. Donc j'avoue qu'au début c'était un peu en mode, je me suis dit ok ben, je suis pas sûr de pouvoir rester 10 heures avec mes colocs, mais là, en fait la PM était assez flexible, non tout se passe bien et finalement justement quand je parle avec j'ai l'impression de faire moins, de passer 5 heures par semaine. On me dit non en fait, les gens de la PM me disent non en fait tu passes beaucoup plus de temps avec elle que tu le penses. Hallo Vera. Hallo Bradley. Wie geht es dir? Gut, und dir? Sehr gut. Also einen schönen Tag gehabt? Ja, und du? Sehr gut, danke. Auch die inklusive WG hat nicht den einzelnen Reunionen immer vor einer gemeinsamen Reunion mit einem von der APAM. Weil das ganze Pilotprojekt ist, wird auch evaluiert, was sinnvoll Voraussetzungen für die Mitbewohner ohne Handicap sind. Wir fangen einfach mal mit den Terminen an. Ich schon so sind wie nicht du. Und sonst können die Liste bei mir dann Ja, das und nach einer Party. sonst wie Sonne können wir immer schlafen. Mega. Und alles zusammen. Für das WG werden 10-Stunden-Tag am Nachhinein überflüssig gewirrscht. Aber für zukünftige Projekte will ich aber darauf festhalten, für sicher zu gehen, dass die Initiative nicht ausgenutzt wird. Das klar ist das kein Zweck-WG, sondern sie sollen auch wirklich zur Summe wohnen. Ne? Weil hatten sich auch Leute gemeldet, die haben gesagt, dieser Pendler, sie ist ja sowieso nicht viel high, perfekt. Ne? So, und das war so, nee, das ist überhaupt nicht die Idee. Für Feiern ist lo ein weiteren inklusive WG-Projekt geplant. Auch wann oder gerade weil den Undrang beim ersten Projekt immer noch groß war wie gehofft, wären so Projekte wichtig für etwas an der Gesellschaft zu verändern. Also wir schwätzen viel von Inklusion, also wir wären schon froh, wenn wir bei Integration heinst du wären. Also, das aber nicht. Dann dafür Englisch also auch die Herausforderung, ein inklusiv WG für auch Zeichen zu setzen, für ein bisschen ja, den Prozess vielleicht ein bisschen mit besser und Rollen zu kreieren. Die inklusiv WG ist am nämlichsten Gebäude wie das Niederkurer Haus. Aber auch wenn die 3 WG unabhängig von der Nähe funktionieren, sind zwischen verschiedene Bewohner Freundschaften. Am Fall von Marco sogar eine Beziehung entstanden. Sind da 3 Jahre vergeht kaum ein Tag und dem er auch Zeit mit seiner Freundin dem Sandra verbringt. Bei diesen Themen sieht auch Laura Rigatto nach Luft nur Uwe, was Inklusion und Gesellschaft geht. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die freut mich dann halt so eine Menge Arbeit. Oder wenn ich dann mal erzähle, na ja, wir haben aber ein Koppel bei uns, dürfen die das und so. Das ist doch für mich so, ja, wie? Meinst du, ein bisschen das Gefühl, dass Leute sich nicht vorstellen können, dass sie genauso wie wir können ein normales Leben feiern, eben angepasst für verschiedene Sachen. An dofu wie dat Liewe soll ausgesehen, da hat jeder seine eigene Vorstellung. Den Tom und Steve sind sich auf alle Fall eins, dass sie hier perfekt Wohnform von tun. Ich sehe mich am Prinzip bis ich aller Gro gehen. Ich will, wir gehen dauernd gewirrt, dann so, nee, war Schluss. Das heißt, wirklich die letzte Stunde, die ich gemacht habe, wie sie gerade sind.